über die ich heute berichten will. Wir haben definitiv das Budget von der Europäischen Union für 2008 gestimmt. Diese liegt bei 120,3 Milliarden Euro. Das sind 0,96%, also nicht mal 1% vom Bruttoinlandsprodukt von den 27 Ländern. Also am Anfang herzlich wenig, wenn ihr bedenkt, was alles Beihilfe für Infrastrukturen, Recherche, Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Regionalpolitik, aber auch Missionen am Kosovo, am Palästina, für Entwicklungshilfe und so weiter, davon bezahlt muss gehen. Sicher kastet Verwaltung von den europäischen Institutionen, inklusive Parlament, auch Geld, rund 7,2 Milliarden. Für das Parlament sind es 1,45 mit einer bescheidenen Steigerungsrate von 3,8% und der sich viele Nationalbudgets ein gutes Beispiel holen könnten. Dabei muss bedacht gehen, dass die größten Budgetposten an der Verwaltung vom Parlament die für Dolmetscher und Übersetzer ist, weil wir ja an 23 Sprachen schaffen müssen. Einen besonderen Akzent haben wir bei diesem Budget für 2008 für das Parlament auf die Informationspolitik gelegt, auch am Hinblick auf die nächsten Europawahlen am Juni 2009. Wir haben nicht fertig gebracht, dass wir auch mehr Geld für Visiteursgruppen zu Straßburg und zu Brüssel und sogar auch zu Lützeburg, wenn ihr wollt, kriegen. Das Parlament empfängt ja pro Jahr rund 250.000 Visiteuren, eine Viertelmillion. Also für mich ist das der beste Moyen, für die Leute zu erklären, wie die Europäische Union, aber besonders auch das Europäische Parlament funktionieren, was die Europäische Union dem einzelnen Bürger bringt. Weil eine gewisse Presse, besonders auch am Ausland, praktisch nicht mehr negativ über Europa berichtet, aber weil auch viele Regierungen Tendenz haben, Europa für alles verantwortlich zu machen, was sie oft vermasselt tun, also es ist wichtig, dass wir die Bürger direkt persönlich können informieren. Ich mache das auch zu Lützeburg. Mit Hilfe vom Informationsbüro vom Europäischen Parlament, den lo am Freire Gillihaus an der Stadt sei Sitz hat, also mehr nur beim Bürger wie Kirchbirch, hatte ich kürzlich ein Seminar für Bauernvertreter zu Kanich organisiert. Über 60 Bauern und Winzer waren gekommen, für sich den berühmten Gesundheitscheck, den der Agrarkommissarin Fischer-Böll im November über die gemeinsame Agrarpolitik vorgestellt hat, erklären zu lassen. Ich hatte letzte Woche schon an dieser Sendung mit dem Reporter vom Parlament, dem Dr. Lutz Göbbel, mein Fraktionskollege aus Ostdeutschland, darüber geschwärzt. Zu Kandisch hat sie mir der Bester erklärt, was Eis und den Propositionen von der Kommission nicht gefällt. Ich war froh festzustellen, dass Eis Standpunkt an Eissuchen do und auch beim Generalsekretär von der Copa Cogeca, da das Bauernvertretung von den 27 Ländern an Europa, den ob Kanisch Komboer, gut abgehoben sind. Nur die übrigens Luxley-Produieren schrecklich geluft, sind Kanner gingen die nimmen essen. Auch Beiträge vom Direktor von dem Service d'Economie Rural, dem Herr Frank Schmidt, vom Direktor von der Administration des Services Techniques de l'Agriculture, dem Herrn Leon Vitor, auch vom Generalsekretär von der Landwirtschaftskammer, dem Herrn Robay Lai. Die Beiträge zu Kanisch waren höchst interessant. Ich weiß genau, wo das schon direkt erwarten wir verhindern müssen, für das als Bauern nicht Männer kriegen wie das, was ihnen 2003 bis 2013 versprochen war. Wir werden nach Gelegenheit tun, auf die einzelnen Aspekte von diesem sogenannten Gesundheitscheck von der gemeinsamen Agrarpolitik
zurückzukommen. Sicher kriegen noch die Lützeburger Bauern wie all die Janer andere lo besser Preise für Kehren und Milch. Allerdings nicht für Schwein, Geflügel und Rindfleisch, weil dort Futtermittel viel mehr teuer sind. Aber die Preise liegen auch nach, nicht über dem Niveau von 25 Jahren. Dafür sollen wir uns als Konsumenten zurückhalten, nicht so hart scheißen, wenn wir noch etwas mehr für Brot und Milchprodukte bezahlen müssen. Schließlich haben die Bauern Recht auf einen anständigen Revenu für ihre Arbeit, für die guten Qualitätsprodukte. Es kann dafür nicht sein, dass sie noch gemeint wird, Bauern könnten ohne die Direkthilfen, die ihnen, wie schon gesagt, 2003 zugesagt kaufen, oder auch ohne Sicherheitsnetz leben. Ich will, dass das klar ist, weil wir sind alle gut ja, darin interessiert, dass wir sicher mit hochqualifizierten Lebensmitteln hier in Europa weiter versorgt sind. Zu Straßburg haben wir den 12. Dezember auch über die Reform von der Weinmarktordnung aufgestimmt. Ich habe hier an den letzten Monaten ja schon viel darüber informiert. Heute will ich feststellen, dass wir uns am Europäischen Parlament durchsetzen konnten, für das wir auch auf der Mosel nach weiter mit Eisentraditionen, exzellente Wein produzieren können, und das auch wenn die Sonne nicht genug schenkt. Das wäre nicht einfach. Lo leitet der Ball beim Ministerrat, den nach 4 Uhr Christjahren entscheiden will. Ich habe mit unserem Weinbauminister Fernand Boden einen ganz engen Kontakt und ich bin überzeugt, dass hier bewirken kann, dass die pure Schönheitsfehler, die nach der Aufstimmung am Europaparlament am Text sind, verschwanden. Dann können uns Winzer mit diesem Ersatz zufrieden sein. Wir haben zu Straßburg auch nach ein für als Finanzplatz wichtiger Rapport über die Investitionsfonds, die Organismen de Placement Collectif de Valeur Mobilière angeholt. Von Lützeburg aus gehen ein paar 1000 Milliarden Euro am Kader von diesen Investitionsfonds, die den besten Ruf an der ganzen Welt geriert. Ich war der Rapporteur von unserer Fraktion für diesen Bericht, den keinen legislativen Charakter hat, aber geht die richtige Richtung an der wir operieren sollen. 2008 kommt dann die Proposition von der Kommission für die Richtlinie über die OPCWM, die für als Finanzplatz ausschlaggebend ist, zu ändern. Das ist also dann die Legislativproposition. Auch da werde ich dann dafür sorgen, dass wir an diesem wichtigen Sektor von den Finanzdienstleistungen der Leader an Europa bleiben. Ich will euch alle Guren, schön Christlich, muss ich sagen, und ja pur, an der glücklichen Jahr 2008 wünschen. Und ich verspreche, dass ich euch auch am neuen Jahr regelmäßig über meine Arbeit am Europäischen Parlament informieren werde. Merci, dass ihr noch gelauscht habt. Au revoir.